Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, fünfter Bundesligaspieltag in Berlin gegen Union 1:1. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ey. Im Großen und Ganzen schon irgendwo verdient, kann man auch nicht sagen. Ich fand schon, dass wir klar überlegen waren. Klar haben wir jetzt nicht so die 100%igen Torchancen gehabt wie gegen Gladbach. Nichtsdestotrotz hatten wir trotzdem 3, 4, 5 sehr, sehr gute, die man halt einfach machen muss. Auf der anderen Seite, Union hat sehr, sehr gut verteidigt, hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat sich reingehauen, hat die Zweikämpfe so geführt, wie Union sie führt, hat gefühlt 200 Fouls begangen, so wie Union nun mal spielt. Wir haben zu 110% dagegen gehalten, werden wir auch an der Zweikampfquote sehen, die wir ganz klar gewonnen haben. Da kann man der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Ich fand, die erste Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit, ja, so die ersten 25 Minuten waren auch noch einigermaßen okay. Danach war das Ding gelaufen. Ab der 70. Minute habe ich persönlich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wir noch irgendwie zu irgendeiner großen Chance kommen oder irgendwie nochmal ein Tor schießen. Wenn dann irgendwie nur mit viel Glück durch eine Standardsituation oder sowas. Aber anders wäre das nicht passiert. Ganz im Gegenteil, die letzten 20 Minuten hatte Union zumindest im Ansatz 2, 3 gute Aktionen, wo wir uns auch hätten ein Tor fangen können. Klar, es kam nie zu der endgültigen Chance, aber in der Erstehung hatte Union da schon gute Ansätze. Gerade Upa hat sich da auch wieder 2 Dinger gerissen. Bis dahin hat er echt eine super, super Leistung gezeigt. War wieder ein bisschen schade. Ja, wenn man das halt dann so gegen Mannschaften wie Inter machen würde oder sowas, dann sieht das anders aus. Dann machst du, also die Dinger, die der Upa sich da gerissen hat in der zweiten Halbzeit, muss ich leider so sagen, als großer Upa-Fan, und da hätte es definitiv geklingelt, wenn das gegen Inter Mailand passiert. Deswegen, bevor ich weiter aufs Spiel eingehe, ich gehe davon aus, dass Upa am Mittwoch nicht auflaufen wird. Ich denke, da wird De Ligt und Hernandez auflaufen. Zum Spiel, wie gesagt, erste Halbzeit war wirklich ein gutes Spiel von beiden Seiten, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt wenig Torchancen, ja. Aber das Kämpferische, der Versuch, immer wieder zu verlagern und so, haben wir echt ganz gut gemacht. Was ganz klar gefehlt hat, war mehr das Spiel in die Tiefe bei uns. Ja, wir haben nicht wirklich Anspielstationen gehabt. Wenn wir sie gehabt haben, was ein paar Mal vorkam, haben wir den Ball dann eher quer oder wieder zurückgespielt. Wir haben 2, 3 Mal versucht, das Ding schnell zu machen mit einer Kombination, was leider nicht so geklappt hat. Woran auch immer, falsche Entscheidungen. Dadurch sind nicht die großen Torchancen entstanden, wie man es kennt. Ansonsten wieder ein großes Defizit, was wir hatten, waren die Ecken. Gerade so ein Spiel, gerade gegen Union, weiß man, was auf einen zukommt. Und da weiß man auch, dass man da nicht wie gegen Gladbach 15 hochkarätige Torchancen kreieren wird. Ja, das war abzusehen, dass das maximal 3, 4 werden würden. Wenn du die da nicht nutzt, dann musst du halt auch über Standards kommen. Ja, und da haben wir wieder auf voller Linie versagt. Also das muss ich so sagen, es braucht mir keiner erzählen, was weiß ich, es liegt daran, dass wir keinen Stoßstürmer haben oder so Mist. Alles Schwachsinn, ja. Wir haben genug kopfballstarke Spieler auf dem Feld. Dann kann es nicht so schwer sein, mal eine vernünftige Ecke. Ich meine, das eine Tor ist ja sogar noch nach einer Ecke gefallen, wenn man so will. Aber im Großen und Ganzen müssen wir bei Ecken einfach gefährlicher werden. Ja, gerade in solchen Spielen, da muss man da ein bisschen, da warte ich einen anderen Zug einfach, ja. Man hat es auch in der zweiten Halbzeit gesehen, die Ecken waren alle Schrott, die da kamen. Ja, das war ein großes Trauerspiel, auch die Freistöße, die wir dann mal hatten, waren alle Schrott. Standards ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir uns ganz klar verbessern können und auch müssen. Gerade in solchen Spielen, auch in der Champions League, wird es auch auf Standards ankommen. Ansonsten, zweite Halbzeit, ja. Zweite Halbzeit, ich sage ja so, die ersten 20 Minuten waren noch einigermaßen okay. Da haben wir ja nochmal versucht, da haben wir nochmal
Ja, da hast du gemerkt, wir wollen noch. Also, dass wir die ganze Zeit wollen, hat man gemerkt, auch gerade dann so die letzten 5 Minuten, aber so ab der 70. weiß ich nicht, da war so in die Spitze spielen noch weniger vorhanden wie die davor schon. Weiß ich nicht, vielleicht an der Auswechslung oder seiner Auswechslungen lag. Ich weiß auch nicht, was Musiala heute so genau gespielt hat. Erstmal fand ich es okay, dass Müller draußen war, um das mal ganz klar vorneweg zu sagen. Müller war für mich jetzt nicht so überragend bisher. Musiala war das schon, heute war er nicht so. Ja, weil da einfach nicht die Anspiele da waren. Er hat auch irgendwie nicht mittig gespielt, war irgendwie, hat so halb rechts gespielt, Sané so halb links. Weiß ich wieder nicht. War wieder alles komisch, ja. Was ich auch nicht verstanden habe, ich meine, wie gesagt, wir haben es erste Halbzeit ganz gut gemacht, aber auch da haben wir nicht die 100%igen Torchancen rausgespielt, ja. Also, ich erinnere mich an keine eigentlich. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir wenig 100%ige Torchancen gehabt, ja. Wir hatten 1, 2 gute, Mané, auch Sané. Was wir viel hatten, waren, ja, dieses zu viel Kombination, so ein bisschen Guardiola-mäßig, ja. Wir sind teilweise am 16er in Schönheit gestorben. Das muss man heute mal ganz klar sagen. Sané hatte, glaube ich, 2, 3 Mal eine richtig gute Schusschance. Er hatte ja auch 2 Schüsse aufs Tor, die absolute Grütze waren. Ansonsten hatten wir viele Spieler, die am 16er waren und einfach nicht das Ding einfach mal aufs Tor genagelt haben. Nein, immer noch mal gucken, wo ist noch mal einer? Hier, Hacke, Spitze, da. Das war einfach too much heute. Das muss man mal ganz klar so sagen. Klar ist das schön anzusehen, hat bisher super geklappt. Aber ich meine, die Spieler auf dem Platz sehen das auch. Und wenn du 60 Minuten siehst, ja, das wird so nix. Wenn du dann am 16er oder 20 Meter bist, dann musst du das Ding halt einfach mal draufnageln. Ja, dann wird er vielleicht abgefälscht, trudelt irgendwie rein, wie auch immer. Das ist, was ich heute kritisieren kann. Das hat mir gefehlt. Ansonsten Union hat es gut gemacht. Ja, also nimm Coman. Coman war heute Totalausfall. Ja, wenn man dann gesehen hat, dann kam Gnabry rein, der war noch mehr Ausfall. Also die ganze rechte Seite war tot. Und dasselbe mit dem Davis auf links. Ja, offensiv war das auch 0. Auch defensiv. Davis war heute nicht gut. Und wenn die beiden Spieler sich nicht durchsetzen können, ja, die waren einfach Totalausfälle. Jeder Ball, der da hinging, ich meine, Coman hat es wenigstens noch versucht, gefühlt 100 Mal, ist gefühlt 100 Mal nicht an den, ich weiß gar nicht, wie er hieß jetzt, an dem Spieler vorbeigekommen, hat einfach keinen Stich gesehen. Punkt. Muss man einfach mal so sagen. Dass er dann so lange auf dem Feld war, habe ich persönlich nicht verstanden. Ja, ansonsten waren 80% der Bälle halt wieder nach hinten schieben, querschieben. Davis hat 2, 3 Mal versucht und dann war auch gut. Dann hat er es gar nicht mehr versucht, ja. Also die beiden, die außen waren komplett aus dem Spiel. Komplett. Das Einzige, wo die im Spiel eingebunden waren, um den Ball mal anzunehmen und mal wieder quer oder nach hinten zu schieben. Das war alles. Also schnelle Verlagerung über außen. Ja, es gab, gerade erste Halbzeit haben wir auf jeden Fall 3, 4 Situationen gehabt, wo der Platz da gewesen wäre, wo man halt einfach hätte mal den einen Spieler, der da steht, ausspielen müssen. Das hat ein Coman nicht hingekriegt, das hat ein Davis genauso wenig hingekriegt. Ja, und dann hast du halt keine Räume. In die Mitte war dicht, ja. Die Mitte war so super dicht. Und wir haben uns trotzdem noch 2, 3 Mal gut durchkombiniert und hatten auch so halbe Dinger, die dann nicht ganz zu Ende gespielt wurden. Das war alles im Rahmen okay. Aber was mir persönlich dann so ein bisschen gefehlt hat, ich meine, man hat 45 Minuten gesehen, dass beide Außenspieler nicht einen Stich sehen. Keine Ahnung. Entweder muss ich beide auswechseln, einfach mal, um da mal ein bisschen was anderes zu bringen und die Chance zu geben. Oder aber ich muss die Taktik mal ändern. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Die standen beide trotzdem wieder außen an der Linie rum. Ja, da musste sie halt beide auch nochmal nach innen ziehen. Ja, da wird es in der Mitte noch enger. Aber es war komplett eng in der Mitte. Ich verstehe schon den Gedanken dahinter, das auseinanderzuziehen. Aber man hat einen Coman da komplett verschenkt. Ja, also weiß ich nicht. Gut, Coman hat sich am Ende selbst verschenkt, weil er kam nicht einmal dran vorbei. Hat viel versucht, war lauffreudig, alles, gar keine Frage. Hat aber einfach keinen Stich gesehen. Das muss man heute mal fairerweise so sagen. Und dass er dann so lange auf dem Feld stand, habe ich persönlich nicht verstanden. Davis, klar, ist als linker Verteidiger auf dem Feld. Sané, der dann links spielt, war dann immer irgendwie halb links und mittig.
und hat dann Musiala nicht den Raum gegeben, den Musiala eigentlich hat in der Mitte auf der 10, wie ich finde. Dadurch war Musiala ein bisschen weniger im Spiel eingebunden, weil er mehr so halb rechts war. Hat mir persönlich nicht gefallen, also weiß ich nicht. Ich habe Musiala auf der 10 gesehen. Da hat er bisher sehr, sehr gute Spiele gemacht. Klar, Union wusste das. Union hat Musiala auch zugestellt, das muss man auch sagen, mit 2 Leuten. Gar keine Frage, die sind ja nicht doof. Ne? Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, defensiv haben sie es wirklich gut gemacht. Und man muss ganz klar sagen, wir haben einfach in der Offensive nicht die Zweikämpfe gewonnen, die wir hätten gewinnen müssen, um dann einfach mal auch ein bisschen mehr Überzahl zu haben oder mal eine Chance zu kreieren. Und die individuelle Klasse hat sich heute halt einfach nicht durchgesetzt bei den einzelnen Spielern. Ja, Mané hat 1, 2 gute Aktionen gehabt, keine Frage. Sané hatte 2 wirklich sehr, sehr gute Schusssituationen, die er beide nicht wirklich gut gespielt hat. Ja, aber da gehen wir schon in die Spielanalyse, das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein, die wahrscheinlich eine klare Sprache sprechen werden. Wir können hier auch nochmal aktualisieren. Ihr wisst, dass wir mal so ein bisschen... So, Ballbesitz, 25% zu 75%. 75% auswärts. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab in der Bundesliga. Abseitsstellung 0-2. Ja. Union konnte schlecht im eigenen 16er noch auf Abseits spielen, von daher war da nicht viel. Fouls 19-7. Das war abzusehen, ja. Da mal direkt ein paar Worte an den Schiri. Der Schiri war gerade erste Halbzeit wieder unterste Sau, muss man mal ganz klar sagen. Also das Freistoßtor für Union hätte niemals fallen dürfen. Ich frage mich, wofür es da den VAR gibt, wobei wir wieder bei dieser Diskussion sind, dass das kein Foul war, der Spieler sich in Upa reingeschmissen hat, hat man ganz klar gesehen. Ich weiß nicht, wo man dann noch davon redet, dass der VAR eingreifen soll, weil es eine klare Fehlentscheidung ist. Es war kein Foul. Punkt. Ja, ich glaube, das hat sogar hier, wer war das da, der in der Halbzeitpause da war, wo ehemaliger Union-Verteidiger hat das genauso gesagt. Ich verstehe nicht, wie die Leute als Kommentator sich da hinsetzen können und sagen, das war ein Foul. Es war kein Foul. Da würde ich den Schiri würde ich da noch niemals einen Vorwurf machen. Das war so schnell, dass man das dann schon mal als Foul sehen kann, aber dann muss ein VAR eingreifen. Erst recht, wenn daraus ein Tor entsteht. Also Leute, jetzt, ich weiß es nicht. Langsam wird es lächerlich, was da gegen uns gepfiffen wird, ja. Gerade erste Halbzeit war das ganz, ganz einseitig vom Schiedsrichter her. Wir haben die einzigsten, nee, stimmt nicht, Union hat auch nochmal zum Schluss eine gelbe Karte gesehen. Ansonsten haben wir die einzigsten 2 gelben Karten gesehen. Also, what the fuck? Also, ich habe locker 3 oder 4 Fouls gesehen von Union. Gerade auch erste Halbzeit, wo man hätte gelb geben müssen, ja. Dass Union mit vielen Fouls spielt und so alles gut, ist vollkommen bekannt. Da Nagelsmann schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt. Aber was der Schiri wieder teilweise gepfiffen hat, alto Baddy, also weiß ich nicht. Erste Halbzeit war richtig schlecht, zweite Halbzeit war es ein bisschen besser von Schiri-Seite, fand ich. Also da war es so mehr eine Linie auf beiden Seiten. Erste Halbzeit war die Linie wieder ganz klar pro Union. Also das ist, fand ich, ist ein Trauerspiel, Leute. Wirklich ein Trauerspiel. Weil schon das zweite Spiel in Folge ist. Zweikämpfe, ihr seht ganz klar 54% auf unserer Seite. Das sagt schon viel aus. Schüsse aufs Tor 2-6. Sieht man auch, dass wir jetzt nicht so super viele Chancen kreiert haben. Ja, wirklich gefährliche Chancen. Sieht man immer daran, dass nur 6 Schüsse aufs Tor gingen. Davon waren noch 2 Sané-Rückgaben. Kannst du nochmal 2 von abziehen. Mané, das eine Ding, was der Goalie gut gehalten hat. Das andere Ding war es von Mané, glaube ich, was er super gehalten hat. Ja, lass uns 3 gute Torchancen gehabt haben. Die Kimmich-Chance nehme ich mal da raus. Das war ein bisschen glücklich, dass der Ball dahin kam und dass er dann auch durchgegangen ist und zum Tor. Hatten wir also vielleicht 3 gute Torchancen. Ja? Und das ist dann auch einfach, wenn du sie nicht nutzt, zu wenig. Ja? Wie gesagt, da müssen Standards ein bisschen besser sitzen. Schüsse insgesamt 7-21, Ecken 5-7, 7 Ecken. Ja, da muss wenigstens mal irgendwie die Hälfte gefährlich werden, was halt nicht der Fall war. Angekommene Pässe 124 auf Union-Seite. Weiß ich nicht, ob das auch das wenigste ist, was wir zumindest diese Saison haben. Ich glaube, das ist die wenigste, was wir gesehen haben gegen uns. Flanken 12, 10. Ja, das ist das nächste Thema. Wenn wir schon
nicht mit Flanken spielen. Was völlig verständlich ist, wenn da vorne nur ein Mané im Sturmzentrum steht und kein Spieler auf dem Feld ist, der nachrückt. Ja, ein Kimmich hat es dann versucht, so ab der 25. dass er mehr vorne mit reinging. Sabitzer, gerade auch dann zweite Halbzeit, hat man ganz klar gesehen, dass Sabitzer der defensivere Part war. Kimmich hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht in meinen Augen, aber Kimmich ist jetzt nicht der Spieler, der in den 16er rückt, um da Kopfbälle zu gewinnen. Also völlig klar, dass wir da nicht mit Flanken agieren. Ja, dann verstehe ich nicht, warum man Coman da auf der Außenseite versauern lässt. Also ich denke, auf so einer Halbposition vielleicht mal, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Aber gut, wie gesagt, klugscheißen im Nachhinein können wir immer alle gut, aber ich kann halt auch nur das beurteilen, was ich gesehen habe. Wie gesagt, und ich fand dann irgendwann, muss man dann mal was anderes ausprobieren, als den Spieler da 90 Minuten da stehen lassen. Also das fand ich ein bisschen lahm vom Nagelsmann. Ja, Statistiken, Sané, Torschüsse 2, wie gesagt, die beiden waren absolute Grütze. Mané waren beide recht gefährlich. Davis seiner, ja, war auch ganz okay. Ansonsten, ja, ihr seht selber, gewonnene Zweikämpfe, 9 Pavard, 9 Mané, um das mal ganz klar zu sagen. Da können wir nämlich gleich auch mal auf die nächste Diskussion einsteigen, die kommen wird. Und De Ligt 7 war für mich auch bärenstark, der Mann. Ja? Muss man ganz klar sagen. Ballkontakte 122 Pavard, 122 De Ligt und 121 Sabitzer. Sabitzer aber auch mega gut gefoult worden. Schenken wir uns. Ja, da kommen wir gleich mal zu der Diskussion, die ja jetzt wieder aufkommen wird. Bin ich mir relativ sicher. Wird wahrscheinlich auch auf der Konferenz schon, Pressekonferenz nach dem Spiel, irgendwie noch eine Frage kommen. Bin ich sehr gespannt. Ja, fehlt jetzt der klassische Mittelstürmer. So der Mann, der Bälle festmachen kann. Aber aus meiner Sicht ganz klar nein. Ja, wir haben es gesehen, Mané hat 9 Zweikämpfe gewonnen. Mané hat viele Bälle festgemacht vorne, um sie dann zu verteilen. Klar ist er jetzt kein Kopfballungeheuer. Ich garantiere euch aber, dass das mit dem Levi heute auch nicht anders gelaufen wäre. Ja, dann hättest du vielleicht ein bisschen anders spielen können, hättest mehr mit Flanken spielen können, aber wir kamen über außen eh nicht durch. Ja? Coman hat keinen Stich gesehen, Davis hat auch keinen Stich gesehen in der Offensive. Von daher wäre da eh keine vernünftige Flanke reingekommen. Und bei Ecken und bei Freistößen ist ein De Ligt da, ist ein Upa da, die halt auch Kopfbälle gewinnen können und auch ein gutes Kopfballspiel haben. Ja? Also aus meiner Sicht lag es daran heute nicht. Aus meiner Sicht lag es daran heute, dass wir so ein bisschen in Schönheit gestorben sind und uns zu wenige Schüsse genommen haben, wie es halt unter Guardiola auch schon mal so der Fall war. Hatten wir auch mal so eine Phase, wo wir in Schönheit gestorben sind. Ja, und dass wir die Chancen, die wir halt hatten, nicht gemacht haben. Wobei man da sagen muss, dass zweimal der Keeper wirklich stark gehalten hat. Da haben wir im Moment halt nicht so das Quäntchen Glück. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, ja, dass wir halt wieder, oder dass Union ein Tor geschenkt wurde, das muss man so klar sagen, ja. Klar, daran möchte ich das jetzt nicht festmachen, dass es nur unentschieden ist, aber es war ein ganz klares Geschenk, weil es kein Foul war. Klar muss man das anders verteidigen, klar muss man mit dem Spieler mitgehen. Ich glaube, es war Mané, aber Mané ist auch ein Stürmer. Wir verteidigen im Raum. Der Raum war dann schlecht verteidigt. Dass der Becker da so frei steht, dass er den so trifft und dann das Ding da so einsticht, ja. Ist dann halt so. Ich habe es mir schon gedacht, wo der Freistoß kam. Ist halt immer in diesen Spielen so. Ja, aber was willst du machen? Ne? Am Ende des Tages 1:1, verschenkte Punkte aus unserer Sicht, ganz klar, auch wenn wir nicht so die 100%igen Dinger hatten, wie wir sie in den Spielen davor hatten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Gut, kommen wir mal zu den Noten. Neuer, weiß ich nicht. Bei dem Tor hätte er da was machen können. Wenn das erahnt hätte vielleicht, wäre vorher da schon hingeflogen, keine Ahnung. Ich würde Neuer heute bei einer 3 sehen, hat ansonsten nicht viel zu tun gehabt. Das eine Ding hat er noch gut gerettet, ne, aufs kurze Eck. Das war so die einzige Szene, die er hatte. Ansonsten musste er 2, 3 Flanken runterpflücken. Ansonsten hat er nichts zu tun gehabt, ja. Also da kann er sich natürlich auch bei Upa und gerade bei De Ligt bedanken, die es beide sehr, sehr gut gemacht haben, wobei Upa, wie gesagt, 2 Aussätze hatte in Halbzeit 2, die gegen andere Teams definitiv mit dem Tor bestraft werden. Also schwierig, ganz, ganz schwierig.
Bis dahin war Opa wieder bärenstark. Für mich ein ganz klarer Zweierkandidat. Mit den beiden Dingern können wir ihm natürlich keine 2 geben. Ich würde ihn bei einer 3 sehen, aber auch nur, weil daraus kein Tor entstanden ist. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ist ein bisschen schade, dass er dadurch die ersten 75 Minuten wegschmeißt. Aber ja, die Dinger kannst du dir nicht erlauben. Ja, du musst beim FC Bayern über 90 Minuten konzentriert sein als Innenverteidiger. Weil es immer das Spiel sein wird, wie es aktuell ist. Ja, vielleicht mal gegen Liverpool oder gegen Barca oder sonst was wird es vielleicht mal ein bisschen anders sein, aber ansonsten wird es immer so sein, dass die Innenverteidiger das Spiel ankurbeln und 3, 4 Mal halt da sein müssen, wenn die schnellen Konter kommen oder die langen Pässe. Das hat er bis dahin sehr gut gemacht, aber wieder diese beiden Aussetzer, das darf halt einfach nicht passieren. Punkt. Und das hast du bei De Ligt nicht gesehen. Der war bärenstark heute. 1, 2 Mal super abgegrätscht. Einmal ist er auch vorne reingegangen, das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wann es war, so um den 70. glaube ich rum. Wo er den Ball abfängt, gleich marschiert, spielt den Ball super nach außen. Und dann kriegen wir es nicht geschissen, mal eine Flanke reinzuschlagen. Er ist extra bis in den 16er reingelaufen, stand am Elfmeterpunkt vollkommen bereit und wir kriegen es nicht hin, eine Flanke reinzuspielen, sondern spielen den Ball wieder rum, pimmelig, hintenrum, quer. Boah, super nervig, habe ich nicht verstanden. Hat er super eingeleitet, das Ding selber, und hat ansonsten auch ein bärenstarkes Spiel gemacht. Also hat gefühlt aus meiner Sicht keinen Zweikampf verloren, war fast jedes Kopfballduell gewonnen hinten. Ansonsten sehr, sehr nach vorne verteidigt auch. Um da nochmal so ein paar Leute mal anzusprechen, die vor der Saison gesagt haben, ein De Ligt ist nicht besser wie ein Süle, Alto Belli, was er heute gespielt hat. Auch in der Defensive, den defensiven Part, was er da weggearbeitet hat und dann auch in der Spieleröffnung. Eieieiei, ich glaube nicht, dass ein Süle, nichts gegen Süle, war wirklich gut bei uns, aber ich denke, De Ligt wird nochmal ein anderes Level bei uns erreichen. Lass den mal ein halbes Jahr bei uns sein. Also bärenstark, für mich eine ganz klare 2. Pavard würde ich eine 3 geben. Wir haben es gesehen, Ballkontakte war er ganz mit dabei. Offensiv hat er heute nicht stattgefunden. Ja, da muss man mal ganz klar so sagen. Weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er halt nicht so hinterlaufen sollte. Ansonsten, ja, muss man sagen, Flanken wären vergebens gewesen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und Coman kam schon nicht durch über die Seite, aber vielleicht hat ihn auch einfach auch da so ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Aber Coman hat halt einfach kein 1:1 gewonnen heute, muss man mal so sagen. Also Pavard sehe ich bei einer 3, Alphonso Davies sehe ich bei einer, ist ganz klar zwischen 3 und 4. Also Fonsi war heute nicht gut, muss man mal ganz klar so sagen. Nach vorne war es gar nichts, ja, das können wir mal festhalten. Und nach hinten hat er auch 1, 2 Klopper drin gehabt, wo dann so ein Sabitzer noch mit ausgebügelt hat. Ja, erwarte ich einfach auch mehr. Ich hatte schon den Gedanken im Kopf, so zur Halbzeit, vielleicht wird er ausgewechselt. Ja? Weil es war wirklich nichts. Es war nichts aus meiner Sicht. Ja, sagen wir 3 minus, komm. Coman, ja, sehe ich ganz klar bei einer 4 heute. Keine Frage, war bemüht, hat es immer wieder versucht und so weiter, aber man muss fairerweise sagen, dass er einfach keinen Stich gemacht hat. Und wenn man keinen Stich macht, dann kann man ihm auch keine bessere Note geben. Ja? Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen eine Umstellung gewünscht, vielleicht auch einfach mal den Wechsel, ja, dass man Sané auf die rechte Seite geht und Coman mal auf die linke Seite, und dann kann Coman auch mal auf halblinks ein bisschen spielen. Diese Rochaden, die waren gar nicht da heute. Das habe ich komplett vermisst, fand ich sehr, sehr schade. Weil wir haben es gesehen, Coman hat keine Schnitte gehabt, ja, hat wirklich keine Schnitte gehabt. Und dann kann man doch einfach mal wechseln, ja. Man kann ja auch mal ein Mané dahin ziehen. Wo ist denn das Problem? Ja, dann zieht man mal Mané auf die Seite für eine Viertelstunde. Mein Gott, und stellt man Coman in die Mitte vorne rein. Oder meinetwegen Sané oder sonst wen oder Musiala. Wo ist denn das Problem? Ja, das verstehe ich halt nicht. Wir haben keinerlei Variabilität heute drin gehabt. Sané war immer halb links, oder dann ist er reingerückt auf die 10 und hat dann Musiala auf der halbrechte Position verdrängt. Und Coman stand stur außen rechts.
Und Mané stand stur vorne drinne. Ja gut, Mané hat sich noch ein bisschen fallen lassen und so weiter, also kein Vorwurf an Mané. Aber man hätte einfach mal aus Trainersicht mal ein bisschen Anweisungen geben können. Versucht oder ich meine, man hat sich die erste Halbzeit angeguckt, dann sagt man doch in der zweiten Halbzeit, komm, tausch mal die Seite für eine Viertelstunde. Verwirr die doch mal ein bisschen. Gar nichts. Einfach stur durchgezogen, den Stiefel. Weiß ich nicht. Ja, das haben wir letzte Saison schon oft gesehen, das muss man mal kritisieren. Wenn man halt sieht, so es läuft nicht so, wir kreieren nicht so die 100%igen Dinger, dann probier doch mal was. Was ist denn los? Habe ich nicht verstanden, Leute. Kimmich hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, würde ich eine 2 geben, war wieder super präsent, hat die Bälle super verteilt, war dann mehr so der offensivere Part, war aber auch der dann den Ball auch mal reingespielt hat. Genauso wie De Ligt hat den Ball auch mal reingespielt und nicht nur immer quer. Ansonsten hat alles bei uns heute in der Mannschaft quer gespielt. Jeder, der mal vorne angespielt wurde, hat den Ball gleich. Sané hat, glaube ich, 80% der Bälle, die er gekriegt hat, gleich wieder nach hinten gespielt. Genau wie so wie es Müller ewig macht. Nichts mal angenommen und mal gedreht, mal geguckt. Nee, gleich tropfen lassen, ab nach hinten wieder. Ja, alles gut. Kannst du machen, wenn du dich dann bewegst, um steil zu gehen und auf einen tiefen Pass dann hoffst. Aber nee, das kam ja nicht, weil gar kein Platz da war, weil das ja alles innerhalb von 30 Metern in der eigenen Hälfte bei Union stattgefunden hat. Fand ich schwach. Wir haben 80% der Pässe heute quer gespielt. Oder nach hinten. Ja. Und wie willst du dann gefährlich irgendwas kreieren? Ja, wir hatten 5, 6 gute Kombinationen vorne. Aber wie gesagt, das war auch dann meistens nur, wenn Musiala mit beteiligt war. Und ich finde, so die halbrechte Posi und halb links mit Sané war scheiße besetzt heute. Ich weiß nicht, ob es so gewollt war. Oder ob ich so das empfunden habe. Weiß ich nicht. Hat mir nicht gut gefallen. Sané. Boah. Weiß ich nicht. Wenn ich ihm eine 4 gebe, dann kommt wieder eine Kommentare, dass ich zu hart war. Er hat ein paar gute Szenen gehabt. Ja, komm, ich mache wie bei Fonsi eine 3-. Ich habe ihn nicht so stark gesehen, sage ich euch wieder ganz ehrlich. Gerade zweite Halbzeit hat man das ganz klar gesehen. Ja gut, kurz vor Ende hat er nochmal den Sprint mit nach hinten gemacht, hat versucht, den Zweikampf da noch zu machen, wo der Unioner aber 3 Leute von uns hat stehen lassen. Davor hat er so oft den Kopf runter und ist stehen geblieben nach dem Ballverlust. So oft, wenn ein Pass nicht kam, stehen geblieben, Kopf nach unten und Arsch lecken. Also das, Alto Belli, weiß ich nicht. Kann ich, ist dasselbe, was ich beim Gnabry letzte Saison immer kritisiert habe, sehen wir jetzt beim Sané. Nach vorne hin auch keinerlei Durchsetzungsvermögen heute. War zweimal in einer guten Schussposi. Klar hat er 3, 4 Szenen gehabt, wo er da war. Das war aber dann am Ende des Tages auch zu wenig. Ja, habe ich mir eigentlich auch mehr erhofft, dass da mal eher ein Wechsel kommt. Kam auch nicht. Weiß ich nicht, er wurde ja gar nicht ausgewechselt. I don't know, vielleicht wollte man ihn ein bisschen streicheln oder was. Also ich habe ihn nicht so gut gesehen, dass man sagt, man lässt ihn 90 Minuten durchspielen. Da war für mich Musiala von den Aktionen her auffälliger. Ansonsten war Musiala natürlich super unauffällig. Würde ich heute auch nur wie die anderen beiden zwischen einer 3- und 4 sehen. Wie gesagt, er war auffällig, wenn er mittig zentral war. Ja, aber das war eher zu selten heute, in meinen Augen. Konnte zu selten die Anspiele nutzen oder dass er auf der Position war, das Anspiel nutzen kann, sich mal drehen konnte, mal 1, 2 stehen lassen konnte. Das war heute nicht so gegeben, weil er nicht auf dieser Position war, in meinen Augen. Sabitzer für mich eine 2 heute. Hat ein super, super gutes Spiel gemacht, umso länger das Spiel dauerte. Und ich denke, man hat heute auch ganz klar gesehen, ja, dass er auf der defensiveren 6 sogar noch besser ist. Besser aufgehoben wie auf dieser Achterrolle, wie ich finde. Also er hat super gemacht defensiv. Hat die Löcher gestopft, wenn Fonsi da versagt hat. Wenn mal ein Innenverteidiger außen war, ist er in die Mitte gelaufen, hat zugelaufen, hat das Gegenpressing gemacht, hat viele Bälle abgefangen. Also für mich bärenstark. Ich würde ihn, also wenn er immer diese Leistung auf dieser Position bringt, also am Anfang war es ja noch umgekehrt, da war Kimmich der Defensivere, Sabitzer der Offensive, da war er auch schon gut, aber dann, wo er dann der alleinige Sechser war er bärenstark in meinen Augen. Also da kann man drauf aufbauen, definitiv. Sadio Mané würde ich heute eine 3 geben.
Für eine 2 hat das Tor gefehlt, müssen wir ganz klar so sagen. Aber ansonsten, wir haben es gesehen, er hat der einzige Offensivspieler, der unter 9 gewonnenen Zweikämpfen da steht. Hat sich super reingehauen, war wieder super beweglich. Man hat gesehen, er hat Bock. Mir hat es ein bisschen leid getan, dass so ein Sané und so ein Musiala und gerade auch so ein Coman und Davies heute ihn, ja, will nicht sagen im Stich gelassen, aber nicht so den letzten Punch hatten irgendwie. Ja, immer so der letzte Ball ist nicht gekommen. Wir hatten viele gute Ansätze, aber irgendwie war so die Konzentration nicht so da, fand ich. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt Champions League mit Inter Mailand als Ausrede nehmen kann. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, weil wir waren im Zweikampf völlig präsent. Man hat gesehen, die Mannschaft wollte, aber man hat auch gesehen, dass so der letzte Pass einfach nicht kam. Ja. Woran das jetzt liegt, I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach Pech. Wie gesagt, Union hat aber auch super verteidigt, das muss man auch ganz klar sagen. Es war nicht so, dass Musiala oder ein Sané mal Zeit hatten, um mal gucken, ja, ich nehme mal jetzt den Ball an, guck mal, was ich mache. Nee, das war gar nicht. Die hatten immer direkt 1, 2 auf die Füße, ja. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und dann ist natürlich schwer, dann noch einen ordentlichen, vernünftigen Pass spielen. Und wie gesagt, dafür haben wir die 3, 4 guten Chancen haben wir herausgespielt. Wir haben sie halt einfach nicht verwertet. Ja, so. Es ist ja nicht so, dass die nicht da waren. Also, Manine 3. Kommen wir zu den Einwechslungen. Gnabry kam für mich definitiv zu spät. Viel zu spät. Wie gesagt, Coman konnte sich nicht durchsetzen. Eine ganze Halbzeit lang hätte man zur Halbzeit schon auswechseln können. Oder man hätte halt sagen müssen, tausch mal mit Sané die Seiten. Ja, dass man einfach mal was anderes ist. So, weiß ich nicht. Fand ich. Ja, diese Frage würde ich als Journalist gerne mal den Nagelsmann stellen, warum das nicht passiert ist. Gnabry war super unauffällig. Ja, weiß ich nicht. Man hat jetzt, aber er kam auch zu der Zeit rein, wo ich sagte, so ab der 70. haben wir nicht mehr wirklich stattgefunden, großartig. Ja. Also ich habe da nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wir unbedingt ein Tor schießen. Klar, ich habe das Gefühl gehabt, wir wollten noch, aber irgendwie der letzte Kick, der letzte Biss hat gefehlt. Ja. Man hat gesehen, bei ein paar Spielern hat man gesehen, so De Ligt und so weiter, die wollten unbedingt noch. Aber so ein Davis, so ein Sané, das war alles lethargisch. Da war keiner mehr, der unbedingt den Zug hatte. Mané hatte das. Mané hat 2 super Bälle auf dem Sané gespielt, wo er einfach nur mal, wenn er ein bisschen wach gewesen wäre, hätten da 2 richtig gute Chancen raus entstehen können. Hat er einfach weggeschenkt. Ja, einfach viel zu lethargisch. Weiß ich nicht, warum man die Spieler dann auf dem Platz lässt. Ganz ehrlich, auch diese Frage muss man den Nagelsmann ganz klar stellen. Ja, vielleicht denkt er schon im Hinblick auf Mailand und Belastungssteuerung hin und her. Weiß ich nicht. Wenn es 1-1 steht, Bundesliga ist Tagesgeschäft, dann muss man erstmal das Spiel bestreiten. Fand ich also ein bisschen schwach. Müller. Ja, Müller war typischer Müller. Ja, weiß ich nicht. Hat 2, 3 Mal ganz gut reingestochert, aber war jetzt auch nicht super auffällig. Fand ich auch ein bisschen schade, dass der Musiala rausgegangen ist. Musiala und Mané waren für mich so die Spieler, wo das Gefühl hattest, wenn sie eine Szene kriegen, machen sie das Ding vielleicht. Ja, das habe ich beim Sané zum Beispiel gar nicht gehabt. Den hätte sie noch 3 Stück geben können, hätte er eh nicht gemacht. So nach meinem Bauchgefühl. Ryan Grafenberg leider auch komplett verpufft, muss man sagen. Ja. Hat dann den Achter gegeben, den offensiven Achter. Aber Grafenberg ist auch gerade ein Spieler, der ein bisschen Platz braucht. Ja, dann ist er bärenstark. Man hat 2, 3 gute Aktionen gesehen, wo er dann den Ball erobert hat, wo er ein bisschen gehen konnte. War engagiert, keine Frage. War jetzt nicht so, dass er schlecht war oder sowas. Aber definitiv das verkehrte Spiel für ihn. Da hätte ich mir gewünscht, dass er ein Goretzka vorher reingekommen wäre. Der halt einfach auch mal schießt aus 20 Meter. Macht ein Grafenberg auch, keine Frage. Aber ein Goretzka ist auch der vorne nochmal richtig reinsticht in den 16er. Und das hätten wir in der Phase gebraucht. Fairerweise muss man sagen, kam halt auch zur 62. rein. Ja, dass wir so, wie ich schon sagte, so ab der 70. war jetzt nicht mehr so irgendwie viel. Ne? Weiß ich nicht. Von daher ein bisschen schade. Ja, Goretzka kam dann für 5 Minuten, I don't know. Wie gesagt, da war das Spiel schon gelaufen. Man hatte nicht mehr das Gefühl, dass wir noch irgendwie da jetzt groß ein Feuerwerk abbrennen, was vorne anbelangt. Ganz im Gegenteil, so die letzte Viertelstunde hat Union mehr vom Spiel gehabt. Jetzt nicht den Ball mehr gehabt, aber mehr vom Spiel gehabt, dass wenn sie nach vorne kamen.
es doch relativ gefährlich wurde. Sie haben natürlich nicht die ganz klare Chance gehabt, weil die Licht es echt gut gemacht hat da richtig, gerade in den letzten 20 Minuten, richtig viel weggearbeitet. Ja, aber da war jetzt nicht mehr so, dass wir da, sorry für die laute Mucke, dass wir da dann so reingegangen wären nochmal und irgendwie voll auf Sieg gegangen wären oder so. Weiß nicht, ob vielleicht ein bisschen die Kraft gefehlt hat zum Ende hin. Man hat aber auch gesehen, Union war schon gut angeschlagen von den Spielern her. Weiß ich nicht, war ein intensives Spiel. Wie gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen. Auch zweite Halbzeit war es wirklich ordentlich. War jetzt nicht so, dass wir schlecht waren, in keiner Weise. Wir waren immer da, wir waren immer präsent. Uns hat heute einfach der Lucky Punch gefehlt. Ne? Immer so, der letzte Tacken hat gefehlt. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass wir einfach mal aus 20, gerade auch aus 16, 18 Meter, wir waren in den Bereichen. Na klar, waren da viele Beine davor. Ja, dass du da nicht ein freies Schussfeld kriegst, völlig normal. Aber zünd doch mal drauf einfach. Hä? Junge, einfach mal schießen, anstatt da durchzustochern und zu versuchen, was weiß ich. Als wenn du 3 Messis auf dem Platz hast. Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es schon 50, 60 Minuten nicht wirklich klappt heute. Ja, das hat man ja gesehen. Wir hatten zwar ein paar gute Kombinationen, aber meistens so der letzte Ball kam dann nicht genau genug. Ja, und dann muss man doch auch mal sagen, ja komm, jetzt habe ich 16 Meter, 18 Meter, 20 Meter. Ich hau einfach mal drauf das Ding. Und wenn es abprallt und im Nachschuss was passiert, oder es wird abgefälscht, sonst was, kann ja immer was passieren. Oder da steht ein Verteidiger halt mal so, oder er kriegt den Ball gegen die Hand und wir kriegen Elfer. Sonst was. Also, das war heute wieder so eine Schiene. Wir haben eine Schiene, eine Schiene, eine Schiene. So, entweder klappt die Schiene oder sie klappt nicht. Und sie hat halt nicht geklappt. So, und das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist so, was ich so ein bisschen, ja, wo so ein Guardiola ein bisschen einfallsreicher war. Ich meine, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, von beiden Seiten. Das war wirklich ein super gutes Spiel von beiden Seiten, auch wenn wenig Torchancen da waren. Hochinteressant in meinen Augen. Und ich war fest der Meinung, wir kommen aus der Halbzeit und wir werden eine andere Formation sehen. Wir werden nicht mehr einen Coman da rechts außen kleben sehen und einen Sané da halb links und Musala halb rechts oder sowas. Und nein, wir kommen genauso raus und spielen so weiter. Das habe ich nicht verstanden, Leute. Also man hat doch gesehen, dass Union das super verteidigt, dass Coman null Chance hatte, auf dieser Seite mal ein 1:1 zu gewinnen, um mal irgendwas zu kreieren. Das hat man doch gesehen. Und dann verstehe ich nicht, warum man da nicht was geändert hat. Da hat man eine Viertelstunde Zeit, um den Spielern das mal zu verdeutlichen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat man gesagt, jo, wir setzen alles darauf, dass Union die letzten 15 Minuten müde wird. Aber dann war es genau umgekehrt. Ja. Also die letzten 15 Minuten waren eher wir müde. Mal abgesehen von Mané, der da wirklich vorne Vollgas gegeben hat noch in dieser Phase. Als das Union müde war. Ja, es waren ein paar Spieler müde, aber guckt euch an, was ein Trimmel da noch gerannt und geackert und nach vorne gemacht hat und uns beschäftigt hat. Ja, da hat man sich dann ins Fleisch geschnitten. Und das ist, was ich schon letzte Saison kritisiert habe und das ist das Einzige, was ich den Nagelsmann auch diesmal kritisieren kann. Es muss ein Plan B her. Also wenn man gerade 60, 70 Minuten sieht, es bringt nichts und ich wechsle dann nur die Spieler, habe dieselbe Taktik. Ja, dann stand ein Gnabry halt da, anstatt ein Coman. Ja, dann stand ein Müller da, anstatt ein Musiala. Der war dann auch halb rechts. Gut, er ist dann mal nach rechts außen gegangen und ein Gnabry so halb. Die haben wenigstens mal ein bisschen ruschiert, die beiden. Ja, Lob und Anerkennung dafür von meiner Seite. Aber ansonsten hat sich nichts geändert. Wir haben genau denselben Stiefel versucht zu spielen. Ja? Und ja, das ist dann halt zu wenig. Das muss man ganz klar sagen. Das ist dann für Union zu wenig. Chapeau an Union, Stimmung 90 Minuten Vollgas. Das trägt natürlich die Mannschaft zusätzlich. In München wäre das nicht so gelaufen, bin ich mir sicher. Ja, aber da hätte man doch einfach auch noch mal ein bisschen was machen können. Ja. Ich meine, wir hätten ja sogar noch eine Auswechslung gehabt. Weiß ich nicht, ich hätte mir zum Beispiel einen Stunny gewünscht. Er hat super gemacht im Pokal und wie gesagt, Davis war für mich heute nicht gut. Da hätte ich mir einen Stunny gewünscht, der dann auch ein bisschen mehr halb rechts gehen kann, einrückt, da die Pässe spielen kann.
Choupo, ja, leicht angeschlagen, aber wenn er mitfährt, ja, den hätte man dann vielleicht auch nochmal die letzten 20 Minuten reinwerfen können und mal sagen können, stell dich mal vorne rein und wir stellen mal den Mané auf rechts außen zum Beispiel. Oder auf links außen. Fände ich halt auch mal ganz interessant, mal Mané über außen zu sehen, weil da ist er ja auch bärenstark. Und finde ich schon, dass sich das Nagelsmann vorwerfen lassen muss. In meinen Augen. Aber ansonsten, ja, ich habe jetzt wieder viel die Fehler aufgezählt. Nochmal, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben jetzt nicht so die 100%igen kreiert, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen defensiv sehr, sehr guten Gegner. Auswärts, der von seinen Fans getragen wurde. Es gibt absolut keinen Vorwurf, den man der Mannschaft machen kann. Wie gesagt, den einzigen Vorwurf, den ich machen würde, wäre an Nagelsmann, dass man halt einfach einen Coman mal da wegzieht und mal ein bisschen durchrochiert oder vielleicht auch mal sagt, doppelt mal außen, ja, nehmen wir einen Davis und einen Sané nach links, nehmen wir rechts den Musiala und Coman und lassen wir in der Mitte frei. Mal gucken, was Union dann gemacht hätte, ja. Und dann hätte man halt sagen können, dann sticht halt zum Beispiel so ein Gravenberg, gerade so ab der 70. hätte man das mal sagen können, wir machen jetzt mal noch eine andere Taktik, weil dann wäre in der Mitte Platz für den Gravenberg gewesen und dann hätte er 1, 2 Schusschancen gekriegt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und schießen kann er, genauso wie ein Koretzka dann. Dass man dann halt Union nach außen zieht. Warum hat man das nicht gemacht? Wir waren im Außen immer alleine. Ja, links war immer nur ein Davis außen. Er wurde nicht einmal hinterlaufen oder sowas, dass man mal 2, 3 Unioner auf Außen zieht. Rechts dasselbe. Ja. Pavard ist bis 20, 25 Meter mit reingegangen. Das war's. Dann wurde der Ball auf den Coman gespielt und gesagt, jo, viel Glück. Guck mal, ob du irgendwas machst. Und dann hatte Coman 80% der Bälle quer auf den Kimmich gespielt. Oder ist im Zweikampf halt nicht dran vorbeigekommen. Und ja, wenn man das 70 Minuten macht, okay, sieht man, jo, es klappt nicht. Spätestens dann sollte man das sehen als Trainer oder als Trainerteam. Ja. Und dass man dann keine zweite Lösung parat hat, finde ich schwierig als FC Bayern. Wie gesagt, es ist doch kein Problem, da mal zu sagen, ja komm, wir doppeln jetzt mal außen. So, Union hat außen dann gedoppelt. Ja, und dann wären halt nochmal 3, wären 3 außen gewesen, dann wäre in der Mitte auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz gewesen. Und dann hätte mal so ein Gravenberg oder Koretzka da reinstechen können. Hätte man ja mal ausprobieren können. Ja, das ist das Einzige, was ich noch nicht mal der Mannschaft vorwerfe, weil sowas muss halt vom Trainer kommen oder sowas muss natürlich dann auch einstudiert werden. Ist doch klar, dass die Gegner sich ja auf uns einstellen nach den ersten Spielen. Die sehen ja, wie wir spielen. Ja, ist doch klar, dass die dann sich auf uns einstellen. Wenn du dann so eine Mannschaft hast wie Union, die fickrig ist und so weiter, ja, dann muss man ein bisschen mehr Variabilität zeigen, meines Erachtens nach. Gut, aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin jetzt nicht unzufrieden oder enttäuscht oder so. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht. Ich denke mal, es sollte auch rausgekommen sein hier in dem Video, dass man halt den Stiefel 90 Minuten durchgezogen hat. Das enttäuscht mich schon, muss ich sagen. Und deswegen war ich am Anfang auch so hin und her gerissen zu sagen, jo, es war dann am Ende des Tages auch verdient. Ja. Weil wir haben Union nicht vor Probleme dann gestellt. Union wusste, was zu tun hat und wusste, was 90 Minuten zu tun hat. Weil wir uns einfach nicht angepasst haben. Weil wir 90 Minuten ein und denselben Stiefel durchgezogen haben. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten war es ein gutes Spiel. Also war kein schlechtes Spiel von uns. War jetzt nicht wieder hier, ich manchmal so Kommentare lese, ja, warum redest du das denn so schlecht? Ich rede das nicht schlecht. Ich sage einfach nur mal, was ich mir gewünscht hätte oder was man hätte aus meiner Sicht anders machen können, dass es vielleicht doch noch zum 2:1 gereicht hätte. Ja. Weil ich denke, wenn wir in Führung gehen, wird Union kommen. Ja, da wird Union nicht so tief da hinten drin stehen, weil Union möchte zu Hause nicht verlieren. Ja. Dann wäre Union ein bisschen gekommen, dann hätten wir Räume gehabt. Dann wäre das Spiel nochmal ein ganz anderes geworden vielleicht. Aber diese Chance hatten wir ja gar nicht, das zu sehen. Natürlich bedingt durch das Dingen da, was der Schiri da gepfiffen hat. Aber daran alleine lag es heute nicht. Ja. Nochmal, man kann nicht als FC Bayern 90 Minuten den Stiefel durchspielen, wenn man sieht, dass das nichts wird. Da muss man einfach mal was ändern. Gut, das soll es gewesen sein, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt, wie es gegen Inter ausschaut. Freue mich auf das Spiel und da hören wir uns wieder. Bleibt gesund, haut rein, bis dann, ciao.